Ja, und was merkt man, dass der Weg nicht so arg begangen ist? Wir sind gerade in Indien, genauer gesagt in Munnar, am kleinen Bergdorf in den West Ghats auf über 1500 Meter. Wie ihr seht, sitzen wir gerade in einem Tuk-Tuk, weil heute geht es auf den höchsten Berg in der Gegend, den man ohne Guide besteigen darf, nämlich den Chokramudi mit knapp 2200 Meter. Die Wanderung startet etwas außerhalb beim Haus des Parkwächters, der natürlich eine kleine Eintrittsgebühr verlangt. Wir haben diese Eintrittsgebühr jetzt im Office gezahlt, geht mit der Karten. Wir haben extra Bargeld abgehoben für das, natürlich geht es nur mit der Karten. Man kriegt dann nur 2 Liter Wasser. Auch sehr praktisch, wir haben jetzt glaube ich 6 Liter dabei, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber besser mehr als weniger. Wir gehen heute auf den Chokramudi und der ist ungefähr 3 Stunden Wanderung gesamt, also keine Hardcore-Tour, vom Kerala State Park. Und es kostet zwar was, aber man kriegt da Wasser, kommt hoffentlich der lokalen Wildlife Conservation dazu gute. Wetter ist traumhaft, ja, und wir schauen einmal. Ja, unterschätzen darf man es trotzdem nicht. Insgesamt sehr steil und sandig, dass vielleicht gute Schuhe mitnehmen. So, da geht es jetzt steil rauf. Gehen quasi die Bergflanken rauf. Und das ist nur Stein und Gott sei Dank nicht rutschig. Hinten sieht man die Laura. Und es ist windig, aber angenehm. Kannst du mir einen Rucksack geben? Ich trage den Rucksack auch ab und zu. Vorgipfel haben wir erreicht. Ist auch schon ein Kreuz. Die Inder haben es ein bisschen mit Kreuze. Und man sieht voll schön auf dem Gipfel. Wow, also ihr seht, es sind nicht so viele Leute unterwegs. Darum passiert da irgendwie die Vegetation ein bisschen mehr. Wow. Okay. Ja, und was merkt man, dass der Weg nicht so arg begangen ist? An der Ecke so. Au! Ja, für meine 600 Rupien habe ich eine bessere Wegwartung erwartet. Oh, was ist denn das eigentlich? Was ist denn das? Es ist auf jeden Fall nicht so leicht. Das ist wie so eine Hinderniswanderung. Zuerst haben wir noch gesagt, das ist kein Ort, wo man einen Tiger finden darf. Ich sehe das jetzt schon ein bisschen anders. Ah, da geht es wieder raus. Das ist einfach die Senke und das ist gleich ein bisschen geschützt und bam, Regenwald. Da schon am Gipfelhang sind gerade 4 Holländer entgegengekommen. Und die da wandern, fragst du ja, aber 100 Meter noch. Dann haben wir in Chokramudi bezwungen.
Jetzt haben wir es gleich. Ich habe übrigens wieder einen Rucksack. Der hängt sich an. Die letzten Meter geht's auf. Uhu. So. Wir sind am Plateau. Was ist das jetzt? Okay, das da drüben ist der Gipfel. Das heißt, einen letzten Anstieg haben wir noch. Jetzt haben wir wirklich die letzten Meter zum Gipfel. Dieser Berg. Aber geil. 2184 Meter. Geht seit nicht einmal 2 Stunden. Wow. Geil. Woo! Geschafft! 2200 Meter in Indien. Ah, das war anstrengend. Wir sind jetzt oben. Es hat 1,5 Stunden gedauert zum Aufkommen. Es sind laut Uhr 700 Höhenmeter. Es geht einmal auf und an. Es sind Was, 700? Mhm. Ah, okay. und nur knappe 3 Kilometer oder 2,5 Kilometer. Also Das mal ist schauen. ziemlich steil, die ganze Geschichte. Auch nicht unterschätzen darf man das weder. Temperaturen gängen zwar, Sonneneinstrahlung ist aber krass. Wir haben gestern schon mega Sonnenbrand gekriegt. Es ist wunderschön. Wir haben 360 Grad Panorama. Wirklich geil, aber uns in manchen Richtungen sehr diesig ist. Trotzdem sehr schön, man sieht sehr weit, es sind fast keine Leute da. Also wir sind happy. Und was sieht man hinten? Das für ein Riesenviech. Was sieht man hinten? Dort. Alles. Und Leute. Hey, da sind Leute, voll, da kommen gerade zwei. Tee, man sieht so unfassbar viel Tee, es ist nicht normal. Mega. Ja, und wenn ihr sagt, solche Sachen gefallen euch, ist das der Moment, dass ihr uns folgt.